Und weiter geht's mit Master Quest. Oh ja, im letzten Part haben wir die Geschehnisse um den Feuertempel soweit abgeschlossen. Auch die Skulptur, beziehungsweise die letzte Skulptur ist unser. Ich habe euch, glaube ich, muss gerade kurz mal überlegen, doch, das müsst ihr noch gemacht haben, in den letzten Sekunden des letzten Parts noch erwähnt haben, wie ihr... Wow. Ja. Ist eine nette Begrüßung. Wie ihr das Gitter da unten, also da hat auch ein Feuertempel und so, wie ihr dieses doofe Gitter öffnen könntet. Und ja, somit müsste alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und es gab sowieso noch ein paar Bomben, von daher habe ich das jetzt nicht mehr mit in diese Aufnahme genommen. Ja, es ist morgen früh, Leute, und das bedeutet ein bisschen Morgengymnastik, wa? Yeah! Wow! Yeah! You! Wow! Egal. Was steht denn heute auf dem Programm? Erstmal möchte ich zurück nach Kakariko gehen. Denn wir müssen dann noch ein paar Skulpturas abgeben. Ich brauche dringend einen größeren Beutel. Oh ja. Dann gehen wir mal kurz zu König Zora und... Ja, Navi, ich weiß. Der Plan sah ursprünglich ein bisschen anders aus. Denn zuerst sollte ich... gleich direkt bei Beginn der Aufnahme zurück in die Zitadelle der Zeit, um mich wieder zum Kind machen zu lassen. Wieso? Na, wegen der Vogelscheuchenpolka. Doch, die muss ich noch ein bisschen warten, weil hier ist ein bisschen ungünstig mit dem Hin- und Her-Teleportieren. Weil sonst gibt es hier lange Warteszenen und so und, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, lange Gehszenen, nicht wahr? Und das wäre ein bisschen suboptimal. Egal, ich sag's gleich noch, was er damit meinte. Wo ist der Typ, den wir zurückgeholt haben, der letzte? Du willst auch meinen Brüdern, oder? Ich bin sicher, sie geben dir noch etwas viel Besseres. Der war's nicht. Der kommt auch noch. Was der? Der Fluch ist von mir genommen. Der war's. 1000 Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. 500 Rubine kann ich jetzt sagen, oder? Die Riesenbörse. Welche riesige Geldbörse? Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Geil. Einfach nur Hammer. Hallo? Ja. Es verfolgt mich. Nö, kein Bock. Kein Bock dazu. So. Das wäre erledigt. Jetzt mal kurz nachdenken. Ja. Weil ihr habt mir in den letzten Kommentaren geschrieben, beziehungsweise einfach in den Kommentaren des letzten Parts, oder vorherigen letzten Parts, wie auch immer, dass es in der Eishöhle eine Skulptur gibt, die ich nur mit der Vogelscheuchenpolka holen kann. Was ist jetzt los? Ah, sie brilliert. Ja, hier ist ein Loch, stimmt ja. Oder hier müsste doch ein Loch sein im Boden. Na. Bingo! Ich frage mich allerdings gerade, was hat's denn hier eigentlich drin? Bisschen Geld? Mir kann es eigentlich nicht sein. Natürlich ein paar Zombies. Das ist eine fiese Kombi! Dabei wollte ich doch gerade die Ocarina spielen. Hilfe! Mama! Verschwindet, ihr Bestien! Ich kann auch nicht mehr sehen! Gut, und das war's. Ching ching! Ja, so viel dazu. Natürlich 1,5 Herzen dafür verbraucht. War ja wieder mal eine sehr gute Idee von mir. Und es hat 200 Rubine drin. Alter Scheiße. Aber da fällt mir ein, die können wir gerade gut gebrauchen. Was ist? Wieso vibriert es jetzt? Ah, so. Das Loch ist da weg. Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. Okay. Mach's halt doch so. Muss halt lange hin und her reiten und so, aber, hallo? Geht doch. Die Kantate des Lichts. Und jetzt machen wir uns wieder zum Kind. Oh yeah. Und dann gehen wir zuerst mal zurück zum Hylia-See. Ich glaube sogar als Kind wäre es das erste Mal. Lernen dort. Obwohl, ich muss was anderes machen. Nee, ich mach's anders. Zuerst gehe ich mal zurück da zum Zora-See oder eher zum Zora-Fluss, weil da können wir uns dann jetzt noch ein paar weitere... Na, kommt ihr drauf? Genau, ein paar weitere Wundererbsen kaufen. Und dann können wir die auch gleich beginnen einzupflanzen, auch im Hylia-See. Und da brauchen wir noch ein paar Käfer. Oh ja, die kann ich auch gleich noch holen, aber da brauchen... ja, ich habe eine leere Flasche. Ja, merkt schon.
Ja, das ist ein bisschen crazy. Jetzt muss ich hin und her rennen und... Dumm nur, dass ich die Serenade des Wassers noch nicht habe. Ah, egal. So, erstmal die Fee hier freilassen. Geht leider nicht anders, liebe Fee. Blöpp. Dankeschön für 1,5 Herzen. Hat sich ja super gelohnt, dich rauszuholen. So. Oh Mann, sind wir wieder kleine. Das ist wohl nicht zu glauben. Ja! Juhu! Ein kleiner Milchbubi! Juhu! Oder wohl eher ein kleiner Milchbubi, der nach grün hinter den Ohren ist, wa? Oder wohl eher grün auf dem Kopf? Na egal. Trifft vermutlich beides zu. So, wie gesagt, jetzt brauche ich Käfer, der müsste doch hier gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht, und das tut es selten, yeah. Willkommen an Magieladen, ja klar, und hier hat es sogar Fische. Käfer. Ehrlich, brauchen wir alles nicht. Fisch kaufen. Für 200 Rubine, wenn man den gratis haben kann. Käfer kaufen. Und das Praktische in Ocarina of Time ist ja, dass man die Käfer, nachdem man die eingesetzt hat bei den Wundererbsen, um die Skulltulas rauszulocken, dass man die dann gleich wieder einsammeln kann. Wobei das war ja bei Ocarina of Time 3D was ein bisschen seltsamer. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Bug war hier bei Ocarina of Time oder ob sie es wirklich nicht so wollten, dass man die Käfer wieder einsammeln kann, aber bei Ocarina of Time 3D, das hat irgendwie nicht mehr geklappt. Zumindest bei mir gerade, aber ist auch egal. Boah, wie die Welt plötzlich groß ist. Okay, okay. Mal schnell hin. Rückwärts laufen. Müsste schneller gehen. Ich sagte, müsste schneller gehen. Naja, viel schneller auch nicht. Also bereits erwähnt, zurück zum Zora-Fluss und da noch ein paar Wundererbsen holen. Ich glaube, wir haben erst etwa 3 oder 4 oder so. 3 Stücke erst und es gibt insgesamt 9. Obwohl, alle brauchen wir gar nicht. Es gibt ja bestimmte Wundererbsen, die, beziehungsweise bestimmte Stellen, die müssen wir gar nicht bepflanzen. Was bloß eine hübsche Aussicht ist. Ja, Nari, was ist denn jetzt schon wieder? Wissen, spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss herüber. Die hat den Zeitsprung offenbar nicht gut überstanden. Achso, oh, ist mir zu weit. Sorry, Leute. Sorry, war keine Absicht. Aber wir sind ja gleich da. Zum Glück würde ich behaupten. Ja. Gut. Schlecht. Nein, gut. Jetzt sind wir gleich da. Ich wollte nur durchmarschieren. Moment mal. Ah, nee. Die Kerne habe ich voll, zum Glück. Das ist nun, ein paar Schmetterlinge. Aber leider sind die nicht bei Skyward Sword. So, Alter. Hast du noch ein paar auf Lager? Ein paar Wundererbsen gefällig, Alter. Sie gehen weg wie warme Semmeln. 40 Rubine das Stück. Von mir aus. Die Wundererbse. Suchen an einer Stelle. Es gibt eine Menge Orte. Da gibt's die tollen Wundererbsen, Alter. Wer sie nicht kauft, der wird es wirklich bereuen. Ja. Vor allem, weil ich der einzige Kunde bin und sonst keiner dieser beschissenen Wundererbsen braucht. 50 Stück, der wird auch immer teurer, dieses alte Arschloch. Aber ja, ist ja klar, oder? Er hat immer weniger, also steigt auch immer die Preise. Ganz normales Marketing. Marktwirtschaft. Ja, ist gut. Na, jetzt geht's doch. Komm schon ein bisschen schneller, ich will nicht den ganzen Party vertrödeln. Sind absolut beliebt und schon bald ausverkauft. Ja, beliebt, vor allem bei einem. Ein super Preis. Ja, super teuer der Preis. Neue Wundererbsen. Hier gibt's die seltenen Wundererbsen. Dies könnte die letzte Chance sein, Alter. Mein Spezialpreis, 70 Rubine das Stück. Der ist doch wohl Geld wert. Egal, wir brauchen ja sonst keine Kohle. Beziehungsweise für alles andere brauchen wir nicht so viel Geld. Von daher können wir es ruhig für die Wundererbsen ausgeben. Such nach einem quadratischen Fleckchen Erde. Halt die Klappe, wir haben die legendären Wundererbsen schon wieder. Ich verkaufe sie normalerweise an niemanden. Yeah. Ja, normalerweise. Mein Superpreis, 80 Rubine das Stück. Oh yeah. Ich glaube, jetzt hat er nur noch eine Sorte, oder? Wundererbsen? Die sind sehr teuer, aber ich verkaufe sie gerne. Und ich muss mindestens 90 Rubine für eine haben. Alter. Ja, da kann noch eine Weile warten, wohl. Wie gesagt, ich glaube, die letzte brauchen wir gar nicht. Na egal, wir sind zugleich. Also erstmal einpflanzen.
Wir werden zum Gärtner. Link der Gärtner. Jupp. Kann später vielleicht noch hilfreich sein. Jupp. Jupp, und schnell bevor sie abhauen, holen sie mir gleich zurück. Na, wie sieht's aus? War hier einer? Ich weiß gar nicht mehr. Nö, hier war keine Skulptur. Ein bisschen schade, doch was soll's. Dann machen wir uns jetzt auf zum Hyliasee. Oder? Genau, zum Hyliasee. Alter, ey. Einmal quer durch... Wie jetzt? Achso, ja, hier in der London-Farm haben wir einfach alle Skulpturas bereits gesammelt. Ja. Wie auch immer. Wir haben noch 7 Wundererbsen, das sollte fürs erste genügen. Ich will jetzt nicht überall gleich anpflanzen, das können wir dann von Zeit zu Zeit noch machen, aber wenn wir gerade an den geeigneten Stellen sind, dann werdet ihr auch gleich, oh nein, einpflanzen. Die Kelly Family wieder mal. Und, vertragt ihr Wasser? Nicht wirklich. Genug nur Wasser, das verträgt sich nicht. Wow. Die Adams Family, habe ich gerade Kelly Family gesagt? Oh, sorry dafür. Ich meine natürlich die Adams Family. Ich frage mich, ich hoffe, ich frage noch das Richtige. Weil es gibt doch noch eine Skulptur hier bei der London Farm, direkt vor der London Farm natürlich, hier beim Baum. Ich will mal kurz gucken, ob ich die bereits habe. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich könnte mal kurz die Liste überprüfen, aber... Nee, während der Aufnahme ist das ein bisschen suboptimal. Na, wie sieht's aus? Ist da eine drin? Und bam! Nö. Ein paar Rubies. Wow, Hilfe. Ein größeres Exemplar. Hä? Ich dachte, die großen kommen nur, wenn ich die kleinen besiegt habe. Das ist normal groß. Egal. Ich habe der richtigen Stelle. Oh Mann. Ne, war ein großes Exemplar. Oh, die fliegen Ananas. Jetzt muss ich ein bisschen heilen. Juhu! Oh nein. Ganz schnell. Yeah. Uno, du, tres, quattro, cinque, seis. Mir gehen langsam die Zahlen aus. Scheiße. Egal, wir sind ja auch schon da. Zum Glück, war. Mein Hals. Ein armer alter Hals. Was ist denn hier in der Höhle? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist nichts außer ein paar Rubies. Juhu. Fische. Ein Bienennest und eine Truhe mit 20? Nö. Nur 5 Rubinen. Oh Mann, sind die geizig, ey. Schicker Schein, was hast du zu sagen? Die Steinstatue scheint hier etwas sagen zu wollen. Oh ja, stimmt ja. Jetzt als Kind können wir uns wieder die Maske aufsetzen. Die Maske des Wissens. Jo Mann, ich weiß alles. Quatschen? Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, Ganondorfs schwarzer Hengst wäre ein Bote aus der Hölle. Interessant. Ja, muss ich schon sagen, wirklich sehr interessant. Ein Bote aus der Hölle. Sicher nach ein Überbleibsel von, ja. Ist schon da. Frag mich jetzt allerdings... Nee, oder? Ging das etwa gar nicht? Moment mal schnell, Moment. Stimmt, da kann ich gar nicht hochklettern. Oh, muss ich mich retten da. Ging das etwa? Wisst ihr was, Freunde, das lässt mir jetzt keine Ruhe, weil ich habe das Gefühl, man kann doch schon als Kind, ohne die Serenade des Wassers, oh nein, die Kielananas, konnte man doch bereits zum Hyliasee gehen. Einfach mit einer kleinen, netten Abkürzung. Ich glaube, ich erinnere mich auch wieder, dass die da beim Gerudotal war. Einfach sich ins Wasser fallen lassen und dann geht's auch schon. Mir ist sowieso gerade praktisch, wenn ich hier durchgehe. Jetzt. Wow, Hilfe. Sie verfolgen mich. Ich
wir schneller? Ne, wir sind nicht so gleich schnell. Haut doch ab, Mensch! Haut doch ab mit der Scheiße. Geht doch. Die Kerne zurückgelassen. Ja. Jetzt glaube ich auch noch eine Höhle mit. Oh, ich glaube, da brauche ich irgendwie Stahlhammer später noch dazu. Echt? Was geht gar nicht mehr. Jetzt auch eine Skulptur hier unten. Auch das wir noch schnell überprüfen. Ja, ich weiß, es zieht sich ein bisschen in die Länge, aber keine Sorge. Ich mache generell bei Ocarina of Time längere Parts und daher... Kurz schauen. Boom, boom. Ich dachte doch, hier war was mit Spinnennetzen, oder? Ja, da ist eine Spinne. Da ist eine Skulptur. Die müsste ich eigentlich so kriegen. Und sogar eine Kuh ist da. Die Kuh. Muku, ich komm doch schon. Dienst Feuerinferno. Ein paar Viecher freigelassen? Nö. Die Mu macht Kuh. Die Kuh macht Mu. Ja, ich wollte mit dir sprechen. Kämpfen. Gegen eine begifte Kuh, Mann. Nee, Quatsch, natürlich nicht. So sind wir doch nicht drauf, ey. Gut. Dann gehört bald die nächste Skulptur uns. Was habe ich für eine Scheiße? Ein bisschen mehr Konzentration ich bitten darf, Michael. Ah, deshalb wollte ich mit der Deko-Schleuder. Na egal. Und die nächste Skulptur. Yeah, Mann. Hallo. Ja, du mich auch. Trap! Und es ist bereits Nacht und das ist perfekt für die nächste Skulptur, die doch auch hier irgendwo noch war. So es mir war. Ja. Oh, ja, jetzt ist mir da ein. Ich Trottel, ich kann doch durch Zoras Reich abkürzen. Oh Mann. Egal. Ja. So kann ich auch zum Hylia-See. Ich kann aber zuerst mal schauen, ob es hier durch auch noch geht, weil wie gesagt, jetzt können wir auch gleich hier noch die Skulptur holen. Treffen ist eine Kunstlink. Aber er kann es ja anvisieren, dann geht es ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Ich sagte anvisieren. Jetzt geht's. Danke, Navi! Eine weitere goldene Skulptur. Man, sind hier cool, ey. Gut, mit dem Huhn könnte ich zwar rüber. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will mich eigentlich ja hier fallen lassen. Ich überlege gerade. Ich glaube, es braucht noch das ein oder andere Herzteil, oder? Skulptur. Gerade war da hinten noch eine. Ne, da war auch noch ein Herzteil. Okay, die Abkürzung. Wow, das würde ich mich niemals getrauen. Hey, bam! Von ein bisschen unrealistisch, ey. Aus der Höhe müsste ich direkt auf den Boden aufgeprallt sein, ey. Und hätte einen Shuttle-Basisbruch, ja. Der Shuttle auf jeden Fall hinüber. Aber sowas von. So, wir sind im Hylia-See, das wollte ich doch. Mehr oder weniger so. Oh, Oktopusse. Das ist ein clever Ding. Das war ja clever. Lass mich in Ruhe. Pff, natürlich, jetzt haut ab. Jetzt, wo ich direkt neben ihm bin, der haut ab. Moment mal, ich bin noch gleich hier. Oh. Jetzt ran noch Skulpturas, wenn ich schon mal hier bin. Oder hab ich die bereits geholt? Ich weiß es echt gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber finden wir es heraus? Hey, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, ich brauche einen neuen Gamecube-Controller, ey. Darf wohl nicht wahr sein. Mach's wieder Nacht. Ja, yeah, ich hab sie gehört. Ihr habt sie auch gehört, oder? Oh yeah, da ist sie! Wenn man nicht alles selber macht, ja? Gut, immerhin lässt es sich anvisieren und sie gehört mir. Yeah, man. Eine weitere goldene Sculpti. Da hätten wir schon 3 Stück in diesem Park gesammelt, wa?
Oh yes. 3 Stück in einem Part. Das ist gar nicht mal so übel. So. Was ich ja eigentlich wollte, war... Das muss man kurz wieder die richtigen Items ausrüsten. Ausrüsten, nicht wahr? Genau. Erstmal gab es hier noch eine Skulptur. Und vor allem brauchen wir die später noch. Blop. Da fällt mir eins, weil ich wieder erwachsen bin, könnte ich ja auch noch... Beinahe passt. Könnte ich mir eigentlich noch die goldene Zuckerschuppe holen. Jetzt, wo ich hier die Wundererbse gepflanzt habe. Und schon wieder eine. Mit 40 Skulpturen. Jetzt kann ich bereits wieder zurück zum Skulpturhaus gehen. Weil ich brauche ja... Also das Herz, da gibt es ja zum Glück erst ab 50 Skulpturen, das ist nicht schon ab 40. Mit 40 kriege ich ein paar Krabbenminen, aber... Ja, das muss auch nicht unbedingt sein, von daher... So, jetzt bin ich ein Kind, jetzt müsste es doch irgendwie klappen. Ich überlege gerade, wer war es eigentlich? War es der obere oder der untere? Ach, der obere, oder? Dem ich was vorspielen musste. Die Vogelscheuchen-Polka meine ich. So, wie sieht's aus, Alter? Ein bisschen falsch. Oder zu früh. Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören, aber ich stecke hier fest. Der war offenbar nicht. Hey Süßer, hey Süßer, ich bin Byron, die Vogelscheuche. Du hast bestimmt schon von meinem tollen Gedächtnis gehört. Wenn du ein neues Lied weißt, raus damit. Dies ist das Lied, das du beim letzten Mal wie jetzt? Ich hab's doch schon gemacht! Oh nein, oh nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Okay, bring ich mal neue Blütentöne bei. Ja, schon Ocarina. Bin da schon dabei. Etwas, das ich mir merken kann. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ja, schlag sie dir bloß nicht aus dem Kopf. Ja, ist ja kein Problem. So. Habe ich das soweit auch erledigt, wie meine Vogelscheuchenbrücke, die ich mich erinnern kann, nicht wahr? Da kann ich nachher als Erwachsener hier zurück, ihm das nochmal vorspielen und dann gehört, oder kann ich zumindest ihn immer wieder herbeirufen, zumindest den da oben. Jetzt, ja, was mache ich jetzt schon wieder? Was überlegen, die Zeit ist zwar schon vorbei, aber was soll der Geiz? Was genau das gemacht, nicht wahr? Das heißt, ich werde jetzt wieder erwachsen, oder? Jo. Machen die uns wieder erwachsen. Gehen dann halt nochmal schnell hier hin. Zur Zitadelle der Zeit. Ja. Spielen dann nochmal das Liedchen vor. Oh ja. Und dann soll es eigentlich auch schon bald haben. Zumindest mal für diesen Part. Ach nee, Moment mal. Ich könnte bereits mal zu König Zora noch gehen, nicht wahr? Um dann mit dem Eistempel, sage ich jetzt mal, auch wenn es bloß die Eishöhle ist, im nächsten Part zu beginnen. Zeitsprung! Zurück in die Zukunft! Ja. Immer wieder episch die Szene. Immer wieder aufs Neue. Ja. Yeah. Geil, Mann. Das Master-Schwert. Ich bin erst der Zweite, der es trägt, seit dem Link aus Skyward Sword. Oh ja. Und in diesem Schwert ist immer noch der Todbringer versiegelt. Kaum zu glauben, wa? Jo. Ich will ein bisschen beeilen. Zum Glück habe ich die Ocarina bereits gezückt, dann kann ich auch gleich noch Epona rufen, dann geht es ein bisschen schneller. Oh nee, Zombie-Armee. Hallo! Ja, ich gehe ja schon. Wir wollen nicht gestört werden, Alter. Ist ja schon gut. Bleibt doch mal geschmeidig, hey. Ich will euch doch nichts Böses. Das hat Ganondorf bereits erledigt. Oh Mann, wie ging es das Lied schon wieder? Ganz genau. Nicht lange nachdenken, einfach spielen. Eponalein, du altes Pferd. Junges Pferd natürlich. Ja.
Schön vorgewärmt. Und los geht's. Und immer schön auf den Arsch schlagen. Ja, das mag die Stute doch so gern. Okay, okay, jetzt reicht's aber auch. Hei, hei. Heia, heia. Gehen wir doch in die Heia. Nö. Kein Bock drauf. Yeah. Cool. Oh man, der Arsch muss ja wehtun. Spring, Epona! Spring, mein Pferdchen! Juhu! Na Freunde, ihr seht doch schon, es geht doch schon viel schneller mit Epona Power. Zurück am Hyliasee, der ein bisschen, naja, sich ein bisschen verändert hat, sag's mal so. Epona, du musst doch nicht gleich umdrehen. Hier hoch kommst du ja auch nicht. Oh, jetzt plötzlich schon. Runtergehen nicht, aber hoch kommt's plötzlich, na egal. Ihr seht schon, der Hyliasee ist ein bisschen ausgetrocknet. Verrückt, wa? Das Vieh greift Epona nicht an. Ich soll besonders tierlieb. Das ist auch ein bisschen seltsames Tier. Kann ich kurz zeigen? Das Vieh mich getroffen? Okay. Da unten ist bereits der Wassertempel, der nächste Tempel. Und hier, wo wir eigentlich durchgehen könnten, ne? Vereist. Alles für den Arsch. Es wartet sogar, wenn ich es treffe. Verrückt, wa? Hier vereist, aber sonst ist Wasser verschwunden. Auch ein bisschen seltsam, aber egal. Wir sind da hier und jetzt will ich's wissen. Hey, bist du nicht der Typ aus dem Kokiri-Wald? Mann, bist du gewachsen, hey. Okay, das ist ein Lied. Was? Habe eben einen Elefantenhirn. Du hast ja eher ein Hirn wie ein Sie, mein Guter. Nimm deine Ocarina und flöte das Lied süßer. Ja. Hey Ocarina, spiel ein Lied damit. Ich bin noch schon dabei, Mann. Nur nicht stressen. Und das war's. Ein bisschen seltsam, ich weiß. Aber so kann ich mir zumindest merken. Oh yeah, das ist es. Das geht ab. Mir haut's den Vogel raus. Der das Vogelhirn. Ich habe das nie vergessen. Ich habe kein Stromhirn. Bist du sicher? Soll ich mal nachsehen? Ich habe eine prima Idee. Stimmt. Er hat ein Vakuum im Hirn. Mein Bruder Balzac reist in ganz Hyrule. Wenn du ihn rufen willst, dann spiel dieses Lied. Wenn er näher ist und es hört, dann wird er dir helfen. Yeah, Mann, die Vogelscheuchenpolka. Jetzt können wir endlich in die Eishöhle. Aber. Jetzt kurz abspeichern. Bingo. Und jetzt wieder auf Epona. Zugeritten. Juhu. Up. Und jetzt ab zu den Zoras. Auf schnellstem Wege, würde ich mal behaupten, wa? Genug Zeit vertrödelt. Ich will die Eishöhle machen und ich will das Bigoron-Schwert haben. Yeah. Juhu. Das Schwert von Bigoron. Wir haben doch dafür eigentlich alles, oder? Kurz nachsehen. Ja, das Rezept haben wir. Damit bekommen wir den Glotzfrosch. Den Glotzfrosch, ja. Nicht ganz, aber egal. Will mich Epona gerade verarschen? Ich weiß, dass ich auch auf anderen Wegen wieder zurückkomme, aber es muss wohl gehen. Ja, jetzt geht's. Dankeschön, Epona. Und weiter geht die Chose. Juhu. Oh Mann, die Nachtschwärmer, hey. Die muss ich ja auch noch fangen. Oh, das wird mühsam, ey. Vor allem mit der Steuerung hier mit dem Gamecube-Controller. Naja, wird schon gehen. Muss mich einfach anpassen. Yeah. Oh yeah. Wie sich Epona freut, hey. Wie sie wieder mal ausreiten darf, nicht wahr, nicht wahr? Mhm. Und da sind wir auch schon, Epona. Komm schon, ganz lob übers Wasser, komm schon, einmal, bitteschön. Oh Mann! Wieso muss ausgerechnet ich von allen Pferden das mit der Wasserangst haben? Oder ist es sich einfach zu schade dafür, sich seine schönen Hufe nass zu machen? Ja, die andere Variante. Leider, wow, die andere Variante. So. Sieht doch bisher ganz gut aus.
Das ist eine kleine Abkürzung. Dank dem Untererbse in 7 Jahren ist sie ein bisschen, ja, gewachsen. Hat Früchte getragen, wa? Hat sie ein Herzteil drin? Ich weiß gar nicht mehr. Hier irgendwo. Ja gut, das weiß ich noch. Nimm es noch mit dem frischen Wasser. Da hier unten keins. Egal, was soll's, kann ich ja später noch machen. Trap! Oh, nein, 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 Link! Nein, das darf wohl nicht wahr sein. Kommt sie hoch? Ja, natürlich nicht. Autsch! Wow, ganz ruhig, Alter, ganz ruhig. Wow, das war knapp, ey. Wollte mir gleich die Beine absäbeln. Wollte er brechen, mit seinem Stein geschossen war. Ganz schnell noch zu König Zora, das will ich in diesem Part noch schaffen. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Wow. Cool, Mann. Und den Eingang öffnen, ganz schnell. Zeldas Wiegenlied. Oh, yeah, 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 yeah. Was sagt die Zeit? Oh Mann, bereits bei 30 Minuten, hey, ist doch nicht zu fassen. Nee, ich fasse es wirklich nicht. Trap! Aber ist ja auch so Wurst wie Käse, wa? Tja, willkommen in Zoras Reich. Sieht cool aus, wa? Da oben ist doch eine Skulptur. Man sieht von hier aus nicht, aber da oben ist eine. Ja, ihr seht schon, auch Ganondorfs Zorn hat die Zoras erreicht. Und wie, ey, das ist einfach übel. Alles zugefroren, teilweise sogar mit rotem Eis. Das wir leider nur mit einer blauen Flamme schmelzen können. Ja, müssen wir mal vorstellen hier. Blaue Flamme für rotes Eis. Ah ja. Sei es drum. Auch König Zora ist ein bisschen eingefroren, also ja. Weil der sowieso 7 Jahre lang da nur an einer Stelle war, wundert es mich nicht großartig, aber trotzdem. Ein bisschen brutal ist es schon. Wie sieht's aus? Ist die nur bei Nacht da? Weil draußen war es sogar der Tag, oder? Moment, wenn einfach jetzt die... Ich versuch's mal, aber ich glaube, ich hätte dann an den Anfang zurück teleportiert, oder? Erscheine! Scheiße. Genau, das habe ich gemeint. Wie sieht's aus? Ist die jetzt da? Yep, jetzt ist sie da. Gut. Die Skulti, die Nummer 40, die holen wir uns jetzt noch. Ich meine, ich habe eh schon ein paar überzogen, das Spiel ist auch keine Rolle, wenn ich jetzt das hier noch mache. Oh, sorry Leute, sorry, der kam ohne Vorwarnung. Konnte gar nichts nur sagen, ey. Gut, das wollte ich noch, ein Herzchen. Ein Herzchen, ohne Schmerzchen. Schwupp. Yep. Yo. Yeah. Mann. Sind wir. Cool. Oh Mann, der Wassertempel, hey. Der Wassertempel, vor dem habe ich ein bisschen Schiss, ey. Vor allem Master Quest. Der wäre schon ein normaler Queen of Time übel, aber hier Master Quest. Ich meine, alle anderen Tempel waren auch übel, vor allem der Feuertempel. Ja, einfach wird es nicht so. Gut gezielt. Ist schon halb getroffen. Nummer 40, wenn ich mich nicht verzählt habe. Yes, man, 40 Skulpturas von 100. Wir sind auf dem besten Weg dazu, das Spiel endlich zu komplettieren. Was auch nicht so schlecht ist, hey, ich muss sowieso das Spiel langsam ein bisschen vorantreiben, nicht wahr? Deshalb vermute ich auch hier ein bisschen längere Parts zukünftig, bis es endlich vorbei ist. So, hier ist eingefroren, hier plötzlich nicht mehr. Aber egal. Die Zora-Quelle, Lord Yabu Yabu, hatte genug und ist abgehauen. Na, ich kann es verstehen. Hier auf der Eisscholle ist irgendwo sogar noch ein Herzteil. Was ich aber gar nicht so will. Wird gerade noch abgeschossen hier, oder? Hat er doch... Genau, da vorne ist das Herzteil. Hier unten hat es auch noch eins. Ganz weit unten, ganz tief unten im See. Aber auch die holen wir uns erst zum Schluss. Nein, 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 Link, Link, Link. Ich hoffe, du kannst trotzdem noch hochziehen. Link! Ah, kannst trotzdem noch. Gott sei Dank, ey. Yep! Ja. Komm schon, ich will noch die Höhle erreichen. Die Eishöhle. Yep. Oh. Perfekt. Wir sind in der Eishöhle angelangt.
Ihr seht schon, ein eigener kleiner Mini-Dungeon, das heißt, der perfekte Zeitpunkt, um hier den Part zu sichern, oder den Spielstand zu sichern, und die Folge zu beenden, wie es weitergeht, hier bei Master Quest. Hä? Oh nein, ey, die haben die Eishöhle auch geändert. Ach du Scheiße, und Leckhandschöpli, hey. Okay, wie es hier weitergeht und Hilfe, ich habe Angst. Moment mal. Was ich noch machen will, ganz traditionell, oder? Wir sind doch grün in den Ohren und nicht rot. Bingo. Wie es weitergeht beim Master Quest, seht ihr in der nächsten Folge in der Eishöhle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu.